Geschichten uit onze Geschichte Nummer 12. Ditmal noch ein klein bisschen mehr von unserem Weihnachten feiern. Und dann von was ein Dorpsamt ist, das, was ein Schulten oder ein Schultenbad ist, wo ein Schultenbad anberühmt wird und wo Dinge durchgedonnen werden, als wir da in Mexiko in den 1930er und 1940er Jahren abwassen. In unsere mennonitische Heime in Mexiko wird dort nicht so aus wie da abwassen. Und das ist mir auch von der noch viel wert. Aber unsere Kinder, Großkinder und Urgroßkinder, kennen dort hier in Kanada und an der Menschheit in der ganzen westlichen Welt kennt dort meistens nicht mehr anders als dort zu Weihnachten die Geschäfte, die Staatskassen und die Wohngebiete überall sehr ausgeströmt wurden mit Weihnachtsbäumen und Weihnachtslichter. Und dort die meisten Weihnachtsgeschenke in strammet Weihnachtspapier angerollt oder angepackt worden mussten und so weiter. Das ist eigentlich schade, dass wir uns traditionelles Weihnachten feiern so weit verloren haben und uns so sehr nur die Welt ihrem Weihnachten feiern angestellt haben. Wenn das bei uns in Mexiko Neujahr wird, als wir da abwassen, dann wird uns am Neujahrstag nachmittag noch so ein Betet von Weihnachten übergebliebene Nachschwach zugeteilt und damit hielten dann die Geschenke wieder ab. Im Dezembermonat mussten die Kolonisten auch in alle Dörfer die sogenannten Veränderungen in alle Familien ab einem Schuldenbad angenommen oder abgenommen und dann bei dem Diakon angebracht wurden. Das meint, jeder Dorfsbürgerführer muss an seinem Dorf abnehmen, wer wann er in ihrem Dorf geboren wird, wer da wann er gestorben wird und wer sich wann er und mit wem befreit hat und so weiter. Und jeder Bürgerführer muss das alle selbst in ihre Dorfsbücher anschreiben und muss ihrem Diakon das alle Zeit genug zustellen, dort für die Prediger Redmerken zu können, dass sie diese Veränderungen am Neujahrstag in der Kirche verlesen oder bekannt geben können. Und diese Veränderungen am Dorf abzunehmen, wird an dem Schulhaus ein Schultenbad oder ein zu Schulten geholt. Jeder Dorfsbewohner wird zu diesem Schultenbad eingeladen, auch der Anwohner, die Veränderungen an seine Familie anzugeben und an ihrem Dorfsbuch anschreiben zu lassen. Und nun fragt sich vielleicht all wer von unseren Kindern oder Großkindern in Kanada, was ist ein Schulten oder ein Schultenbad? Diese Frau hat mich hier in Kanada all manchmal wer von unseren Menschen gefragt und auch von so einen Menschen, die nicht von uns sind und niemals mit einem mennonitischen Dorfsamt bekannt geworden sind. Und die Antwort zu dieser Frau ist kort ungefähr so. Ein Schulten oder ein Schultenbad ist dort genannt, wo die Dorfsbürger oder alle Dorfsbewohner, das heißt alle Männer im Dorf, von einem Schultenamt deiner taub gekriegt worden sind, meistens im Dorfsschulhaus. Wo die Männer taub kommen, da Sachen zu verhandeln, durchzureden, abzunehmen oder bekannt zu geben, wo nur alle Männer oder alle Dorfsbewohner wird angehen. Vielleicht fragt nun auch all wer von unseren Kindern oder Großkindern in Kanada, was ist ein Schultenamt? Und die Antwort zu dieser Frau ist ungefähr so. Jeder Dorf hat ein Schultenamt, auch ein Dorfsamt genannt. Und das Dorfsamt oder das Schultenamt ist ungefähr dasselbe, was ein Staatsamt ist in unseren Städten in Kanada. Wir nennen das Staatsamt hier Town Council. Und unser Town Council besteht aus dem Staatsmayor und etliche Councilors. Councilors sind Berater. Da wird das manchmal auch der Staatsrat genannt. Und in dem Sinn, oder in diesem Sinn, ist das auch ein Dorfsamt oder das Schultenamt ein Dorfsrat. Das Schultenamt oder Dorfsamt
oder der Darbsrot auf eine mennonitische Siedlung in Russland, in Kanada, in Mexiko, in Belize, in Paraguay, in Bolivia und in Argentinien bestand von Russland her all immer in einem Darbsschuld, einem Hortschuld, einem Brandschuld und einem Bürgführer, wo auch manchmal Bisetter genannt wird. Diese vier gewählte Männer wären taub dort Darbsamt. Aber nu dat die Darbsbüros en de meeste dorpen bekocht hem ook niet meer een gemeinsame Wettstap en damit selbstverständlicherweise auch keinen Hort mehr haben, nu brauchen so eine Dorpen nicht mehr einen Hortschuld zu haben. Dann dort wir dem Hortschuld seine Abgabe da noch zu sein, dort das Dorp erstens mal einen Hort hat und dann auch dort Hort dann auch regelmäßig seinen Lohn kriegt. De Hortschuld muss doch sicher merken, dass dem noch von jeder Bürger Hortslohngeld anfordert, wofür Freiheit utgejocht hat in einem gegebenen Monat. Und dann, um dort sogenannte Wertgeld rechtmäßig verrechnen, kollektieren und utholen zu können, muss die Hortschuld in 3 Monaten, wann dort Fei auf die gemeinsame Wertstab gejocht wird, abnehmen, wieviel Steckfei jeder Bürger jeder Monat utgejocht hat. Das Schuldenamt hat die Rechnung an ihre Bäcker von kriegt, wieviel Acker Weidland jeder Bürger an ihre gemeinsame Wertstab hat. Und die Darbsbewohner hatten noch einen Preis berät, von wieviel Geld ein Acker Weid am Monat wert wäre und so weiter. Und wenn die Hortschuld abgenommen hat, wieviel Steckfei jeder Bürger am gegebenen Monat utgejocht hat, dann kann er dort kriegt utrechnen, wer wieviel Weidgeld holen muss an dem gegebenen Monat und wer wieviel Weidgeld zu kriegen hat an dem Monat. Sodass kein Bürger kort kommen braucht an seine Weidland ernommen, wenn er wenig Fei utjocht, und auch kein Bürger mit anbetolte Weid davon kommt, wenn er sehr viel Fei utjocht. Wo wird ein Schuldenbad oder ein zu Schulden unberühmt? Oder wo werden die Bürgers an einem Darb zu einem zu Schulden oder Schuldenbad topgekriegt? Manchmal passiert das zu einem zu Schulden topkriegen einfach durch eine sogenannte Schuldenansau. Das meint, die Darbsschuld ging entweder selbst nur seinen Nobers an beiden Seiten an und seht an zu ovens Klock so viel, es zu schulden und wieder ansehen. Oder er sieht seine Früh oder ein von seinen Kindern, go noch an die beiden Obers an und sei an zu ovens Klock so viel, es zu schulden und wieder ansehen. Und dann wird diese Ansau von einem Nober zum anderen wieder gedreht, so lang, bis das ganze Darb rundgegangen wird. Bei einem Bürger oder Nober diese zu Schulden Ansau von beiden Seiten handkäm, die wisst dann, dass die Ansau dort Darb rundgegangen wird und nicht mehr wieder gedreht worden braucht. Aber meistens schreibt der Darbschuld, wenn er die Bürger zu einem Schuldenbad abkriegen will, einen Karten sogenannten zu Schuldensadel. In diesem Sadel gebe Kart die Ursache an, wo wer in dort Schuldenbad oder dort zu Schulden geholt worden soll, gebe auch den Glockentiet an, wann das Schuldenbad an dem Abend anfangen soll und so weiter. Und laut damit dann jeder Bürger an, so abends zu dem bestimmten Glockentiet zu Schulden zu kommen, meistens in ihrem Schulhaus. Und wenn dort die Hortschuld war, wenn er die Bürgers anladen wollte, einem Schuldenbad zu kommen, dann schreibt er den zu Schuldensadel und schickt den von Nober zu Nober am Darb ran. Weit von je nach wer, woran man dort Wort zu Schuldenansau braucht. Wenn ich nu zurückdenke, dann wird mir dort recht erschienen, wenn wir dort eine Ansai nannten und nicht eine Ansau. Dann, wir sagen jedoch wieder ansaien und nicht wieder ansauen. Nicht so? Ich erinnere mich übrigens auch noch daran, dass einige Männer, wenn dort so wenig als mehrlich
als ein A uitspreken wollen, wanneer ze Judische weer evaluiert uitspreken. Dat heet, wanneer dat zelfs noch wer heert, dann lassen sie nicht sagen oder klagen, aber sorgen und klagen. Und für so eine Menschen scheint das vielleicht recht, von Ansehen zu reden. Ich glaube aber doch, dass das plattdeutsche Wort nicht Ansehen ist, aber Ansei. Denn wir würden alle nicht reden von wieder ansehen, aber von wieder anseien. Im Dezembermonat schickten die Vorsteher jeder Dorpsamt immer ein Schreiben zu, und wonen sie die Dorpsteiner darauf aufmerksam machen, wonen Koloniesteiner ihre Zeit am Ende vom Jahr aufrand, für wonen sie gewählt worden wären. Und damit forderten sie jeder Dorpsschuld ab, in ihrem Dorp entweder diese Männer nie zu wählen oder andere Männer an ihre Stelle. Und die Vorsteher forderten damit auch, dass jeder Dorpsschuld, wenn sie in ihrem Dorp diese Wahlen durchgeführt haben, an dort schriftlich zuschicken sollen, wie viel Stimmen in ihrem Dorp ab wem gefallen wären und so weiter. Die Vorsteher ermahnten die Schuldenamter an diesem Schreiben auch, dass sie zu gleicher Zeit in ihre Dorpen auch die Dorpsdienerwahlen durchführen sollen, ihre Dorpsdiener, wenn den ihre Zeit am Ende vom Jahr aufrand, für wonen sie gewählt worden wären, entweder weiter einen wählen sollen oder andere Männer an ihrer Stelle. Und dort sei dann das Resultat von allen Wahlen, ich glaube, am oder vor dem 15. Dezember zuschicken sollen und so weiter. Also im Dezembermonat muss auch die Dorpsschuld, die Hortschuld, die Brandschuld und die Bürgführer in jeder Dorp, das heißt, wenn sie eine Zeit für wonen gewählt worden wäre, am Ende vom Jahr aufrand, entweder nie gewählt worden oder ein anderer Mann an seine Stelle. Und an jeder Dorp sollen alle Dorpsbürgers, das heißt alle Männer am Dorp, im Dezembermonat auch persönlich auf einen Schuldenbad ihre Stimmen anbringen oder aufgeben, so eine Koloniesteiner als Vorsteher, Wesenvorsteher, Brandvorsteher, Gemeinderedner und Weichmeister, wann den ihre Zeit am Ende vom Jahr aufrand, für wonen sie gewählt worden wären, entweder nie zu wählen oder andere Männer an ihrer Stelle. Und wenn diese Wahlen durchgeführt wären, dann wurden die Dorpsbürgers oder die Männer am Dorp alle topgekriegt, meistens am Schulhaus, dort auf dem Schuldenbad ihre Stimmen für jeder deiner Wahl aufzuleihen. Aber wo wurden diese Wahlen durchgeführt? Wo deed man diese Männer wählen für die verschiedenen Koloniesamter und Dorpsamter? Meistens hatten die Bürgers in irgendeinem Dorp oder in alle Dorpen all vorher zueinander viel davon geredet, wer sie dachten gewählt worden soll. Nicht nur für ein Dorpsamt, aber auch für ein Koloniesamt, sodass ab einem zu Schulden meistens auch leicht und schwind klar wird, wer auf wem seine Stimme auflädt für diese verschiedenen Ämter. Manchmal bereden die Dorpsbürgers sich in einige Dorpen vielleicht tausiger, auf wem sie ihre Stimmen aufleihen wollen oder von wem sie haben wollen, dass die Kolonie noch länger dienen soll und so weiter. Dann ich erinnere mich daran, dass als uns Vater, ich glaube, dass wir im Herbst 1942 als in 10. Jahr als Vorsteherdienst zum Ende kommen soll, der ich dort Vorsteher anschrieben bekannt gegeben hat, dass er wünscht, von seinem Dienst losgelassen zu werden. Und dann, als die Stimmsadels von all den Dorpen in Hand kamen, und ein paar Dorpsschulds einfach bloß schreiben oder geschrieben haben, der Alte bleibt oder der alte Vorsteher bleibt. Dann hörte ich Vater und den anderen Vorsteher, Cornelius J. Martens, ungefähr so davon reden.
wo soll wir weiten, wo viel Bürers ob den oulen Vorsteher ihre Stimmen aufgelegt haben, wann der Sadel bloß sagt, der Ola blüfft. Wo ans Vater und Onkel Cornelius J. Martens eng mit dieser Sache fertig geworden sind, das weiß ich nicht. Ich habe an, als ich an unsere sogenannte Sommerstube zu ovens saut und der andere Stube bloß davon reden gehört, dass sie dort schwor fangen, die Stimmen abzuteilen, von wo viel Kolonisten für wem gestimmt haben, wenn die Derbschuld bloß geschrieben hat, der Alte bleibt. Aber wenn ich dort recht vernommen habe, dann teilten diese beiden Vorsteher in so einem Fall so viel Stimmen, als an dem Darb Bürers wären, dann sie hatten ja eine genaue Rechnung davon an ihre Beker, von wo viel Bürers an jeder Darb wären. Und nun noch ein klein bisschen davon, von wo haben die mennonitischen Kolonisten ihr Modell von ihrem Darbsamt oder auch von ihren Kolonisamter hergenommen. Das Modell oder die Form von dem mennonitischen Darbsamt und auch ihr Vorsteheramt haben die Mennoniten in Russland entwickelt. Aber in Russland nannten die Mennoniten das Kolonisamt übrigens nicht ein Vorsteheramt, aber ein Eberschuldamt. Die Eberschuld wäre die Eberschuld über alle Darbsschuldenamter ab ihrer Kolonie. Und warum wäre das so? Warum wäre diese Einrichtung so gemerkt worden, dass jeder Darb ein Darbsamt haben muss, mit einem Darbsschuld, Hortschuld, Brandschuld, ein Bürgführer oder Beisetter, in jeder Kolonie einen Eberschuld, Bürgführer, ein Beisetter oder Helper. Das kam dadurch, dass die Mennoniten in Russland ein Darper ansiedelten und dass die russische Regierung verlangt, dass die Kolonisten in ihrem Land ihre eigene lokale Regierung haben sollen, durch wohne die Staatsregierung die Kolonisten regieren will. Diese Einrichtung verlangt die russische Regierung nicht mal von den mennonitischen Kolonisten in ihrem Land, aber auch von allen anderen nicht-mennonitischen Kolonisten. Das wird die Lehre oder die Situation, in wohnen sich die Mennoniten ihr Selbstregierungssystem oder ihr Selbstregierungsmodell in Russland entwickelt hat. In das Modell von Selbstregierung haben die Mennoniten mitgebracht, nur wo immer sie in Nord-, Mittel- und Südamerika und Kolonien angesiedelt sind. Mit dem einen Unterschied, dass das Eberschuldamt in Amerika nicht Regierungsmacht hat und nicht Eberschuldamt, Obervorsteheramt genannt wird. Lothar noch mal mehr davon, wenn wir von den einzelnen Punkten an den Mennoniten ihre Freiheiten in Russland reden. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch weiter mehr von wo wir in Mexiko in unsere Kinder und Jugendjahren als mennonitische Bürgers ihre Kinder in verschiedene Wege bei der Formarbeit mitgearbeitet haben. Und auch von was unsere Eltern dort damals schafften. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.